Noven zusammen und alles klar soweit. Beim letzten Mal hatte man ja so ein paar Unstimmigkeiten mit dem einen Händler. Also ich sage jetzt mal Händler des Todes, aber eigentlich hat er halt nur so ausgesehen wie so Rabevieh, der irgendwie so ein bisschen aus Versehen gestorben ist. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, vielleicht kriegen wir den noch mal zurück irgendwie. Gucken mal, ob ich das hingekriegt habe oder nicht. Viel Spaß. Jo, wie der geneigte Zuschauer vielleicht erkennen mag, steht der Obi jetzt 158. Ich glaube, beim letzten Mal war man vielleicht so bei 155, 156, ich weiß nicht. Das hat einen ganz einfacher Grund, nämlich, ich habe hier beim letzten Mal so ein bisschen Probleme gehabt mit diesem einen Händler, Onifex oder wie er heißt, dass der irgendwie gestoppt war oder so ähnlich, ja. Und da habe ich jetzt stundenlang, also ich glaube 1,5 Stunden, also stundenlang ist ein bisschen übertrieben, aber relativ lang, ausprobiert, ob ich den irgendwie wieder an den Start kriegen kann. Das wollte ich jetzt nicht on-screen machen, weil das unter Umständen halt auch arschlangweilig ist. Aber ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, den wieder zu kriegen. Die hat mich allerdings 3 Tote gekostet. Hat sich rausgestellt, wenn die sterbe, die NPCs hier, dann erscheint an der Stelle, wo die sterbe, nach einer x-beliebigen Zeit, also keine Ahnung, Stunden, Dreiviertelstunden In-Game-Time, ein Grabstein an der Stelle. Und dann kann man gegen einen gewissen Aufwand an Seelen diese Person wiederbeleben. Hat mich in dem Fall 11.000 Seele gekostet, hat danach funktioniert. Und dann ist er da quasi rübergekrabbelt. So, das heißt, der ist jetzt wieder da. Alles gut. Und jetzt können wir hier quasi direkt weitermachen. War ganz schöne Aktion, muss ich sagen. Jetzt ziehen wir noch die Kopfhörer auf. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Und zwar ist es ja wohl so, dass ich achso, hier war eine Spinne, ne? Gut, die Spinne, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil die Schiffskriton und dem sie zu oft gestoppt sind, gegen mich. Zumindest ein Teil von der Spinne. Nichtsdestotrotz müssen wir ja quasi jetzt dorthin in dieses Kristallgebiet, ne? Also das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, auch wenn ich das jetzt nicht explizit thematisiert habe, dass in diesem kleinen Dorf sozusagen war es rechts weitergegangen in so ein Kristallgebiet. Und dort müsste mir jetzt quasi dann hingehen. Aha. Ah, stimmt, da waren so 2 Helden. Und müsste dort nur noch aufräumen. Ich verstehe die und nicht. Ich weiß nicht, entweder nuscheln die oder die sprechen eine komische Sprache. Hört sich so ein bisschen aus, kennt auch so vielleicht aus... Oh. Ah ja, genau. Aus Stargate oder so, ne? Da gab es dann auch als so, sagen wir mal, wenig verständliche Zivilisationen, nennen wir es jetzt. Oh, fuck. Guck mal, die habe ich jetzt direkt über sie gehabt. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Wenn ich jetzt den Bogen nehme... Klappt das so? Guck mal, die hat sogar eklige kleine Haare an der Stelle. Noch ekliger geht's jetzt wirklich nicht. Tschüss. Jo. Naja, ist ja auch egal jetzt. Ah, da hinten ist noch ein. Das sind die fette Dinger da, ey. Das sind genauso Spinnen, wie ich sie hasse, ey. Ich meine, die Seidenweber oder wie die heißen, ne? Das sind die ganz zarte Spinnen mit so zarte Beige und so, ne? Die sind ja schon, sagen wir mal, eklig. Aber wenn ich dann dränge, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen. Wenn ich dann aber dran denke, ne? Die dicke, haarige Viecher, ne? Geh fort. Und was am allerekligste ist, als die Spinnen selbst, sind ja dann die Spinnewebe. Da bin ich ja unheimlich talentiert drin. Generell. Immer. Sobald du irgendwo eine Spinne im Netz gewebt hat, ohne Garantie lauf ich da durch. Mit der Fresse genau durch. Da habe ich eine ganze Shit im Gesicht hängen und in der Haare und es ist einfach nur eklig. Meines Erachtens. Andererseits gab es so 3 Fragezeichen-Volk, wo sie dann quasi angegangen sind und haben die, war da nicht immer noch irgendwo noch so ja. Wo sie irgendwie auf eine Wunde haben sie Spinnewebe gepackt, weil das hier besonders geil wäre, um die Wunde abzuheilen. So weg, glaube du schon dran hier nicht, aber was willst du von einem Hörspiel erwarten, ne? Aber auf der anderen Seite, Spinnewebe sind ja relativ reißfest so, ne? Also ich meine, klar, wenn jetzt natürlich so Fettsack wie ich dort durchschlaf bei so zierliche Spinner, ist klar, ne?
Aber davon mal abgesehen, für die Größe und so sind die ja sehr reißfest. Und da gab es ja auch Untersuchungen, dass quasi so Spinnewebe, wenn die jetzt natürlich so gezüchtet wäre, dass die halt auch ordentlich sind, ne? Wäre die, hatte ich mir schon mal gelesen, sogar besser als kugelsichere West und so geeignet als, gehst du wieder drin oder wie ist das? Als die eigentliche Kevlar-Weste, die man so aktuell hat, ne? Ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber es ist halt behauptet worden. Ach genau, da hockt sie. Ne, sieh nicht so. Gott sei Dank. Ach, ajo, das sind ja. Kommen da noch so zwei angehupst? Nee, hä? Warum kommen die überhaupt? Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich da immer nicht so gut aus, aber Spinnennester sind doch irgendwie so aufgebaut, dass die so eine Mischung aus quasi normale Fäden und so klebrige Fäden haben. Und in diese, wenn dann irgendwie Mückerin fliegt, ja, die bleibt dann an diese klebrige Spinnenseite hängen, damit die Spinne kommen kann das Ding inwickle und mitnehmen, fresse, wie auch immer. So, und das Spinnennetz hat aber auch so nicht klebrige Spinnenfäden, wo die Spinne dann drüber gehen kann, ohne selbst festzukleben. So irgendwie hatte ich das mir nicht mehr irgendwo gelesen oder gehört. Und wenn dann eben irgendwas mit diesem Netz in Berührung kommt, dann du die Seite quasi so in Schwingungen versetze und das merkt dann die Spinne, die hockt die auf dem Netz drauf und spürt dann an ihre Füße, ach, komm, da war was und dann geht sie mal gucken. So irgendwie ist das mir nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich kann sie einfach nicht gebrauchen, die Spinne. Tut mir ja wegschlägt, aber ich hasse alles, was mehr, wie sagt man noch immer? Nee, oh, du geh mal nicht drin. Nicht, dass da wieder was schief geht. Ja, ja. Kannst du jetzt vielleicht einfach gehen? Hallo. Manchmal ist er aber echt ein bisschen überzwerg, muss ich sagen. So. Kollege, helfst du mir, da haust du ab. Naja, haut ab. Das war wieder zu erwarten. Comedy oder wie ist das? Hallo? Ja, ach so, das ist Feier. Ah, jo, klar. Ist eigentlich ganz geil, so als Barriere. Oh, fallen doch gerade rein, du. Hopp, alles drin. Bist doch eh schon genau am Rand, du. Ach komm. Alter, hä, was ein geiler Stoß. Der ey, Stoß 3 Stieg im Arsch. So muss das sein. So, Kollege, kommst du auch? Wie ist denn das? Och, wir haben ja gelernt, am besten ist es, wenn man angeht, geben ihm direkt drei Stöße, ja? Der gibt mir einfach immer noch einer mit, obwohl er schon am Sterben ist. Wie man so überzwerg sein kann. Man kann doch auch nur akzeptieren, wenn man verloren hat. So. Ich glaube, mir musste... Ach, fuck, aber wenn man darüber geht, ist dann auch wieder alles voll, ne? Naja, gut. Ey, dort müssen wir halt sterben. Wäre dann halt die 159. Hm. War das beim letzten Mal auch schon so duster, du? Das kommt mir so dunkel vor. So, Eich 2 hätte ich gern. Der andere Kollege, der kann da hinten gerade noch ein bisschen hocken bleiben. So, was ist mit dem Trott? Haben die auch angeflitzt? Wäre schon was. Nee. Ah, ah. Aua. Arschkäft. Was krieg ich zurück? Wieder so... Was macht der dir zu, ne? Nee. Was war denn das? Ich glaube T, ne? R. Aufnehmen. Ein Zweihänder. Brauchen wir nicht. So, Schlappertrinkchen. So, jetzt müssten wir den anderen Knilch vielleicht noch herbeirufen. Ach, guck mal, da hängt ja auch noch so ein Fettding. Pass auf, die holen wir auch noch. Quatsch. So, kommt er her. Ja, ja. Sie sehen ja mal, wie tief Krawall gepirscht ist. So. Sagen wir, das Ding nur in der Mitte hätten wir ja keine Ammo-Anzünder, oder? Sollen wir mal versuchen, so ein bisschen Zunder zu holen? Dumm. Besser. So, wo kriegen wir dann jetzt Zunder her? Ach gut.
War das so? Hier, das ist doch eine gute Option. Zack. Du hin ist nichts mehr zum Ahnenfackeln, ne? Irgendwann mischt man vielleicht auch noch mal hingehen und nicht noch mal so Menschlichkeit drin pfeife, dass man noch mal ein bisschen mehr Dingens kriege. So. Jetzt weiß ich nicht, ob der sich an dem Feierchen vorbeitraut. Ja, doch, guck, der ist. Was war denn das? Jetzt hat er mir wieder einen mitgegeben. Ich muss einfach mal lernen, dass ich bei denen einmal zurückhupse. Wie man aber auch so penetrant sein kann, hä? Wenn ich doch gestoppt bin, dann ist es doch auch mal gut. Da oben war, glaube ich, auch irgendwo einen in der Ecke, aber da weiß ich jetzt nicht, ob die... sind nur zwei. Sieht fast so aus, ne? Aber die ist, glaube ich, schon tot, oder? Nee. Kommt der jetzt so runter? Sieht hier jetzt aktuell nicht so aus, ne? Wenn er da oben stehen bleibt. Sag mal, wie ist denn das eigentlich jetzt gelaufen bei denen? Ist du jetzt die Spinne dem auf die Ricke gesprungen und hat ne quasi so übernommen, wie so außerirdisches Wesen? Oder? Also, so wie so Drohne, ne? Also quasi wie die Goa'uld. Alter, bleibst du jetzt doch da oben? Da hat doch was, dann hätte ich weitergemacht. Runterspringen traut er sich dann doch nicht, ne? Aber wenn die jetzt auf den drauf gesprungen sind, hat ne quasi so übernommen, ja? Aber du sieht man doch nur noch zwei von denen fangen, also von den Beinen oder Fangzähnen oder wie auch immer. Wo sind die anderen? Stecke ich dann in dem drin? Du quasi so die anderen 4, die Glieder von dem bewege oder wie ist das? Schon ein bisschen eklig. Aber irgendwie so muss man sich das doch dann wahrscheinlich vorstellen, oder nicht? Warte, haben wir nicht irgendwie gesagt, komm, ihr schießt durchs Fenster rein und mache die Spinne kaputt? Genau, so war's. Ach jo, ja, schon befürchtet. Ich schon's befürchtet. Pass mal auf, kannst du gerade die Fackel anzünden? Wie ist denn das? Ja. So. Bringen wir kurz weg. So. Hast du auch Angst vor dem Licht? Jo, erlaubt dann. Guck dir das an. Es ist nicht direkt Gänsehaut, wie die Anna da hinter mir runtergefallen ist. Es ist schon eklig. Und ich prognostiziere euch, da kommt gleich ein Bossgegner, der Spinn ist. Irgendwie, das muss doch irgendwie so sein. Es wäre auf der anderen Seite zwar auch so ein bisschen nur gemacht von, ich glaube, Dark Souls 1 mit dem Quälax oder wie er heißt. Oder hieß hat, bevor ich mit ihm fertig war. Aber es wird auch einfach irgendwie Basse. Jo, gut, ansonsten weiß ich jetzt nicht so... Alter, was geht mit dir ab? Ansonsten weiß ich jetzt halt auch nicht so genau. Bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Die Tür, die haben wir irgendwie nicht aufgeregt, ne? Ah, Josef. Wo geht die jetzt hin? Da kann ich jetzt wieder nächtelang nicht schlafen, weil ich nicht weiß, wo die Tür dahin geht. Wenn wenigstens ein Guckloch drin wäre, ne? Dass man erwischt, ob es sich lohnt oder nicht. Oder wenn wenigstens ein Schild dran wäre. Wenn du diese Tür öffnen willst, brauchst du den Schlüssel von so und dann halt noch schön beschrieben, wo ich den kriege. Gegenstand voraus. Unmöglich, ja, unmöglich würde ich es nicht nennen, aber wahrscheinlich bist du dann halt schon tot, bis du dort bist. Probiere die ich sie schon gern, muss ich sagen, ne? Auf der anderen Seite wäre es natürlich unter Umständen auch günstiger, wenn man sozusagen vorher, wo die Seele los wäre, wird, ne? Fackel wird benötigt, Fackelhammer, Rundumschlag voraus, das hört sich nicht gut an. Und dann sind auf der Tür auch schon wieder Spinnen, ne? Das ist natürlich auch eine eklige Geschichte, muss ich sagen. Das hört sich so an wie, oh, da sind jetzt noch viel mehr Spinnen. Als wäre nicht so wie... Ja, boah. Gucken da euch das mal an. Eieieiei, wer hat denn da Lust drauf? Ich nicht.
Kommen die jetzt alle gar angeseppelt, wenn ich du... Alter, wirklich, ey. Guck das nur an, ey. Wenn jetzt die Fackel ausgeht. Das ist wie bei Indiana Jones in der letzte Kreuzzug, wo er unten in der Schlange ist und auf einmal geht die Fackel aus. Machst du die Tür kaputt? Kannst du gern machen. Wissen ja, jetzt bräuchte man einfach so, ey, Riesebomb, Explosion und alle im Arsch. Guck mal, die andere bleibt du einfach an der Wand hängen, denen ist das egal. Springst du nur mal im Schatten, ich glaub, zack. Geht mit Eich ab. Ja, hier, pass auf. Ach, Gott sei Dank. Dann können wir nämlich gleich die Fackel unter Umständen ausmachen. Geiler wäre es natürlich am Ende des Tages, wenn hier hinten auch noch irgendwo so ein Teil wäre, ne? Komm, pass auf, wir holen jetzt den Bogen raus. Zack. Nett, also, wissen Sie, wenn die da hocken und machen nichts, dann wäre es mir ja eigentlich egal, aber, ach ja. Aber ich habe halt einfach so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Wow, Alter. Was geht denn mit Eich ab? So ist Feuer. Seit wann seid ihr so drauf? Und machst die Fackel wieder an. Ihr könnt mich gerade mit rumheben. Hau jetzt nicht ab. Jetzt hast du Krawall angefangen, jetzt du schnell ausbaden. Komm du her jetzt. Alter. So, komm her. Hol dir dein Schlee ab. Du wolltest sie doch runter, kriegst du. So, jetzt sind wir aber hier relativ safe, oder? Jetzt kann ich doch hier mal ein bisschen looten gehen. Mastodon Großschwert, da habe ich glaube ich auch schon zwei davon oder so. Giftpfeil, naja gut, brauchen wir jetzt nicht, aber... Wie ist denn das eigentlich, so Giftpfeile und so Feuer und so Gedöns? Zieht das dann auch wieder über längerer Zeitraum Energie ab, oder wie ist das? Also so war das hier in Elden Ring. Ja, so war das in den anderen Dark Souls Teile, glaube ich auch, oder? Aber ich glaube, im Elden Ring war es so mit am effektivste. Ja, jo, klar ist zu. Schon klar. Jo. So, was haben wir da noch stehen? Insekt voraus, das habe ich mir schon gedacht. Sollen wir jetzt die Fackel doch noch mal rausholen? Jetzt einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber die hält halt nicht mehr so lang, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte noch irgendwie 55 Minuten, aber da steht 13 Minuten, das ist hier nix. Ja, ich mach das Ding mal auf, da. Ach, ajo, so episches du. Shit. Shit. So habe ich das gar nicht vorgehabt. Herrsch mal auf. Herrsch mal auf. Frechheit. Ja, nee, also ich muss halt das Ding anmachen, ne? Geht nicht anders. Ich weiß halt nicht, was da auf mich wartet. Das kann halt bis in die Buchs gehen, wenn ich das jetzt aushöre. Auf der anderen Seite, wenn uns das der Kollege beim letzten Mal nicht gesagt hätte, dann wüsste ich gar nicht, dass... Also du standst da überall, ne? Und schon hast du schon auch wahrgenommen. Ah jo, natürlich. Was noch? Komm nur her, hol dir dein Schlee ab jetzt. Habe ich jetzt nicht gebraucht, sowas. Alter! Hackt's dir. Guck mal, du der beim ersten Mal, du der quasi den Schlag abbreche, aber dann hin raus irgendwie dann doch nicht mehr so richtig, ne? War vorbei. Na, das war auch wieder Dummgeloff jetzt, ne? War er zu kurz, ne? Ist halt schon scheiße, wenn er zu kurz ist. Wow, das hast du clever gemacht, mein Lieber. So viel Können habe ich dir gar nicht zugetraut. Ah, war eine Waschlappe, ne? War schon eine kleine Waschlappe, oder? Ich finde schon. Heimatknochen brauche ich nicht. Ich hätte jetzt einen Schlüssel gebraucht, für da hinten rein zu gehen. So, jetzt machen wir uns aber die Fackel an.
Fackel anmache. Oder ist das vielleicht die Fackel 55 Minuten, quasi jede Fackel 55 Minuten, ich habe noch 2, 3 im Gepäck. Das wäre natürlich auch geil. Weil ich weiß 100%, ich habe schon 2, 3 Fackel links gesammelt, so ist nicht. Fackel und dann ruhig bleiben. Zunge aber Loch. Visionen von Sieg. Naja. Ich bin doch gerade so ein bisschen zappelig unterwegs, weil ich nur noch 12 Minuten Fackel habe. Ich sag's, wie es ist. Das gefällt mir nicht. Ja, versucht Fackel, du Dummschwätzer. Ich habe eine Fackel. Aber man weiß, wie lange sie hält. Lügner voraus. Was schwätzt er dann wieder für Schwachsinn? Hinten. Ja, treffen muss ich schon, mein Lieber. Alles kann ich nicht für dich übernehmen. Ah, stopp. Der das Drecksvieh an, ey. Alter, das ganze Level, das tut so richtig... Tut das irgendwie... Also es tut mir wirklich so richtig Gänsehaut machen, das Level. Das ist wirklich sowas von eklig. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ey. Und dann weiß ich auch nicht... Da habe ich natürlich auch immer Schiss, dass ich du was übersehe, ne? Ah, jetzt ist es runtergehupst. Komm, dann los du ohne. Ja, komm, dann geh nur. Ja, gut, ne? Die andere, du, die haben auch Fackel, ne? Gehen wir mal du in die Ecke. Alter, du hängt auch noch ein. Wow. Glaub's fuck. Nee, stopp. Renn du mal ein bisschen weg. Guck mal, das Ding, das nehme ich gerade. Schimmernder Lebensstein. Dann kann ich da mal kurz hochrennen. Zu der Spinne, mit der kann ich kuscheln. Ah jo, natürlich. Und zack. So. Kommen die jetzt nur gehupst? Tatsächlich. Zack. Fackel. Fackel brauchen wir. Fackel brauchen wir gerade. Ohne N. Ach, ich weiß nicht. In dem Level, du kriegst nicht so ganz schwitzige Hände. Ich meine, ich habe jetzt wirklich keine Spinnephobie. Aber, wenn ich mir das halt vorstelle, stellen euch das mal vor, du gehst in so eine Höhle rein und da kommen so Viecher und der Menge auf dich zu. Erzähl mir mal einer, der nicht guckt, dass er den Abgang macht. Einfallspinsel, du jetzt. Nein! Das ist schlecht. Das ist jetzt schlecht. Jetzt lauf nicht weg. Ich habe extra die Keul für dich rausgeholt jetzt. Nur für dich. Komm her. Hier keul ich auch eine. So, du war doch noch so Drecksvieh, du. Bleib schön, du. Hau nicht ab. So, Alter, du sind ja alles noch welche. Wo kommen die dann alle gar her? Gibst du was umsonst oder was? So, so nämlich. So, jetzt müsste man nämlich hier vielleicht noch mal kurz so ein bisschen durchgucken, ob man nicht noch irgendwo das eine oder andere Item über sie haben. Ja, warte, du. Nee, du unten nicht. Da hängt alles noch so Drecksding an der Wand, ey. Und überhaupt würde die Spinnewebe nicht in Flamme aufgehen, wenn ich du jetzt mit meinem Ding da rumlauf. Wie sieht denn das da hinten aus? Soll mir dumme rüberhupsen, nicht dass du weg Spaß gibt. Wenn rüberhupsen geht, das weiß ich ja nicht, ne? Das ist jetzt wieder enttäuschend. Wow, falsches Knöpfchen gedrückt. Na, fast schon wieder das falsche Knöpfchen gedrückt. Ja. Komm mal du jetzt nochmal irgendwie ruf.
Nee, ja, shit. Komm, geh Schritte, Tacke schneller bitte. Ach, da hinten ist noch was. Wart, stopp. Die nicht, das da hinten. Hätte ich jetzt direkt über sie wieder. Rosturne. Ich habe jetzt nicht so wirklich geplant, wie mir du jetzt theoretisch nochmal hochkämen. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber so war jetzt, glaube ich, auch so direkt gar keine Items mehr. Knapp war es, aber es hat gereicht. Ja, du war mal eben schon immer, ne? Nee, jo, steht so an, du isst jetzt auch so nichts mehr. Nicht, gehen wir halt da unten mal rein. Scheint okay, Lust drauf, bin ich ganz ehrlich, aber gut, was will ich machen? Das muss eigentlich Spinnen sein, alles andere wird gar keinen Sinn ergeben. Guckt euch das mal an. Fast wie beim Harry Potter. In dem Wald, wo die ganze Spinne kommen. Ajo, ah ja, natürlich. Die hat bestimmt keine Angst vor meiner Fackel. Ja. Ajo. Haldemo. Haldemo. Was machst du dann, du? Guckst du nur mir? Einer, ehrlich. Muss ich dir in die Fresse hauen? Nachricht lesen. Versucht rollen. Ja gut, du Jahre Held. Stopp. Wie komme ich denn da weg? Lass mich doch jetzt, Motofat. Hallo. Was geht da mit dir ab? So. Nee, jetzt. Pass auf, hau mal ab, du jetzt. Das ist bestimmt das versucht Rollending. Jetzt nehmen wir zuallererst mal Schlabbertrinkchen. So viel Zeit muss hin. Jo, natürlich. Au! Aha. Die versteht halt aber auch keinen Spaß, ne? Was ist denn das? Du kannst schon nicht G hauen. Ne, ne, ne. Ja, leid, was soll ich denn jetzt machen? Was ist, wenn ich vielleicht die kleine Spinne kaputt haue? Das bringt doch auch nichts, ne? Oh, du werdest nur gierig. Was machen wir denn jetzt? Alter, jetzt starte ich auch noch am Arsch der Welt. So, das war's jetzt für heute noch einmal. Wie ihr mitgekriegt habt, der Händler des Todes habe ich wieder zurückgeholt. Omnifex oder so ähnlich heißt der, ja. Aber mit dem komischen Spinnevieh, du jetzt, du weiß ich noch nicht so genau, ne? Also du mache ich kaum Schade. Wird eine schwierige Geschichte, aber mal gucken, ob man das beim nächsten Mal hinkriege. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.